Guten Tag. Moin. Da sind wir. Das ist die Kamera. Ja, das ist die Kamera. Da sind wir aber dann mit der 20. Folge von Platz to Go, unseres Lüde Platzshow. So, und als ihr als seht, wir habt uns einen Gast in Lot, einen bannig besonderen Gast, und ich brauch die auch gar nicht vorstellen, ne? Ich weiß nicht, vielleicht nur. Weißt du nicht? Ich Ach, wäre ja echt? lang nicht im Fernsehen. Du hast wohl recht. Na, aber da lobt ja auch die Ollen Aufzeichnungen, Ja. die lobt ja immer so. Du Die muckt seht dat- bloß ein bisschen anders aus. So, den Muck wie das der Form halber liegt noch mal. Hier ist kein Anna as Heidi Maler oder sagt wie Heidi Mola. Nö. Nee, wie ist echt Heidi Maler? Auch ob platt. Moin. Moin Heidi, ich frage mich bannig und wir sitzen ja hier im Bühnenbild von einem Mann mit Charakter. Da tappt wir hier für diese Snorch-Titmus-Bild, du hast mitspielt. Dort bin ich nicht mit dabei, will ich anerwegens was spielen. Oh, weil Likas kommt das Stück wieder trüch und wir sind in dort wunderbare Unsorg-Bühnenbild. Heidi, wo ist das? Wer da trücht, du wen ob die Bühne in Unsorg? Ja, das ist natürlich wunderschön. Wie freit uns bannig und wir habt all so viel Lust mit dem Wetter zu gehen. As die Lüd wild hüppen auch. Und das Stück ist ja auch, oder fangen wir erstmal vorn an. Wie snackt hier so ein Beten Plattdeutsch? Wo ist das mit die eigentlich? Die Lüd kennt die ja auch Fernsehen und da wäre das mehr your missing, ne? In Unsorg wäre das platt. Wo wäre das früher in Unsorg? Habt alle Schauspieler als jümmers platt snackt? Auch ob die Prof oder privat? Wo wäre das? Also privat, das weiß ich nicht. Das gäbe sicher viel, die Platz nackt habt, auch privat. Bei uns zu Hus wäre das nicht begehen. Wir habt Hochdeutsch snackt. Ist auch richtig. Ich hab das ja lehrt, als ich mich in Irland immer die Rollen erführt hab. Und da ist mir das so in Ohr gegangen, und dass ich das so nebenbei mitkriegen hab. Ja, so zu singen, zweisprachig aufgewachsen. Einfach so abhört als Kind. Dann kriegt ihn das einfach so mit, ne? Jo. Und die in Öllern, habt ihr auch mal Platz nackt oder Missing, oder wo wäre das? Habt ihr mal wesselt oder wäre das jümmer eins Hochdeutsch sprechen? Nee, eins Hochdeutsch. Meine Mutter hat in Irlandhus bloß Plattdeutsch snackt, was meine Großmutter überhaupt nicht gut gefunden. Und als sie auf die Schule kam, da hatte sie ja große Schwierigkeiten. Aber das habe ich just all erzählt, wenn sie mit uns böse wäre, dann hätte sie Plattdeutsch snackt. Und das ist ja immer gar nicht so böse, als sich das in Hochdeutschen anhört. Ist das so ein Beten Waker, Ja. finde ich. Ne? Ob wenn das, ich finde, da in der Plattdeutsche ja auch nicht bloß was geholt mir, wenn ich immer sage, das Plattdeutsche ist immer so weg und nützlich, denn ich finde, ich kann auch eins auf Plattdeutsch sagen, wenn ihn will. Ja, Ja. man kann auch böse sein, ob Ne? platt, aber das ist eben immer noch ein bisschen anders als Hochdeutsch. Das ist so giftig. Aber dann wäre das ja wirklich, da habt wir auch mit uns Tokikas übersnackt, oder ich, wir habt nicht, glaub mit da übersnackt, die könnt ja nicht singen, aber ich hab da übersnackt. Das ist just diese Generation, wo wirklich die Großeltern sagt, nee, mein Kinder oder mein Großkinder, die schuld am Mobeter haben, ne, die schuld Ja. kein Probleme in der Schule haben und darum du schass Hochdeutsch snacken. Ja, Die leider. armen Kinder. Hat wie Ja. 2, 3 Generationen einfach verloren für Plattdeutsche und darum muck wie nur platt to go, damit wir dir wieder so ein Beten ranholt, ne? Und sag mal, das Stück, was wir hier just seht, oder wo ihr das Bühnenbild seht, das ist ja von Wilfried Wrost. Und Wilfried Wrost wäre ja so ein richtigen Hamburger Autor an unserem Theater. Der hat wirklich Hamburger Platt geschrieben. Hamburger Ne? Platt, ja, und wie schuld tut ja auch ob Hamburger Platz nacken, aber ich weiß nicht. Finde ich ein bisschen schade, dass ich hab ja das Hamburger Platt leif. Also, das ist wirklich auch anders als ein richtigen Dialekt eben von Düsseldorf. Eben. Aber naja, so ist das nun mal. Ist natürlich auch ein Anatit. Wir haben wahrscheinlich während Dummes auch noch viel mehr Tokikas in Theater, die wirklich auch Platt noch schnacken können und die wirklich auch das Hamburger Platt noch in Ohr haben. Und das ist ja leider, ist das ja wirklich weniger. Und so. Also ich weiß das gar nicht. Ich glaube, das Publikum, was in uns sagte oder geht,
die will platt hören. Und die will auch Hamburger platt hören. Oder auch mal Mecklenburger. Wir haben ja hier einen Röll, der Mecklenburger ist. Und, oder Finkwader, das ist ja auch wieder die Komorin, immer so, die trägt das immer so ein bisschen. Ja, also ich glaube, wir können ob uns Kickers vertrauen, dass die Plattdeutsch hören wird. Den muckt sich ja hier auch allbrot. Ne? Aber das Thema Dialekt und Sprach und plattdeutsche Dialekten, ich glaube, das ist auch wirklich ein bannig interessantes Thema für uns Tokickers. Wir haben das auch allmählich mal. Das Plattdeutsch ja wirklich ein Sprach ist und Ja. mit eigenen Dialekten, eben Und das ist Hamburger ja, Platt. wenn ich mal von Dörp zu Dörp, einen großen Unterschied. Ja. Den weet die Lüge gar nicht, was hätte eben gesagt, wenn das ein Wort nur anders ist. Also das ist wirklich riekes Sprach. Enriques Sprach, jawohl, mit männlich in Dimension. So. Vertell doch mal, das Hamburger Platt, du hast eben was gesagt über Finkwader Platt und so. Was sind so die Sogen, die das Hamburger Platt besonders macht und wo das ein bisschen anders ist als das normale Bühnenplatt, was die Leute hier von uns Also, der Hamburger sagt zum Beispiel Sall statt Schall. Das sagst du Muggen und sagt das klare O, Muggen. Und zum Beispiel, das ist so scheun, groin. Also das ist so das Typische, was einem dann einfällt. Nicht? Weil, also in uns Plattdeutsch heißt das ja schön grün, was so ein bisschen vornehmer ist. Aber der Hamburger sagt scheun, groin. Darum, ich glaube, das Bühnenplatt, aber das ist ja auch nicht nee. Ich glaube, das Bühnenplatt für uns auch wäre ein jümmer Holsteiner Platt. Ja. Bloß, wenn das wirklich ein Hamburger Stück wäre. Dann Ja. habt ihr auch Hamburger Platz. Ne? Wurst eben. Ne? Eben, super. Wo Und viel Stücke von Wurst spielt. denn was auch noch Hamburger Platt ist, dass der nicht sagt Döst, man Dost, und nicht Söst, man Sos. Also das Ö war denn in O. Man da Voss war 100 Sos. Ja. Der Riemel, der funktioniert gar nicht auf Holsteiner Platt, bloß in Hamburger Platt. So, wie habt ihr als echt Hamburger Platt ist sowas als man da Voss war 100 Sos. Storz, man da Voss war 100 Sös, den Riemel sich da gar nicht mehr. Oder, Mensch, ich hef also das Hüt. Ne? Da brauche ich einen richtigen Kühm, und nicht Köm. In einer Beden sagt sie den Köm und nicht Kühm, sagt der Hamburger. Oder die schöne Ew, natürlich. Greut, Dew, oder ich habe den Satz und das wird so ein grauden Baum kaufen. So ein grauden Baum kaufen, sagt der Hamburger, so ein grauden Baum kaufen. Ne, die Triftung, die Drehmut. Das ist so Hamburger Platt, ne? Und eben Groin und Scheun. Das ist Oberscheun. Das ist Oberscheun. Nicht, Ja, das ist Ober, Overscheun, das ist Oberscheun. Das Hamburger Platt ist also Miau und EU und Oi, so ein bisschen mehr. Ne? Bin mehr in der Schnupfen. So ein bisschen bambiger Platt. Bin bambig basch. Und das scheune helle Fisch mag. Und so war eins. Kein Wunder, hätte ja kein Mann an den sich eine Frau krank ärgern muss. So, nochmal kurz zusammengefasst. Hamburger Platt. Aus dem typisch niederdeutschen Or, wie in Morgen, Gorn, Storn, Lorten, macht der Hamburger ein klares O, also Moken, Gohn, Ston, Loten. Dafür macht der Hamburger aus dem doppellautigen O, wie in Grot oder Boot, ein dreilautiges Ew, also Beut oder Geut. Aus dem zweilautigen Öi, wie in Gröin oder Schön, macht der Hamburger ein Oi, Groin oder Scheun. Aus dem kurzen offenen Ö, wie in Döst, Föhr oder Söss, macht der Hamburger ein kurzes offenes O, also Dost, vor, Soss. Man da Voss, wat 100 Soss. Ebenso spricht der Hamburger die Form ich wär, zu Deutsch ich war, ich wör. Und der breite Hamburger macht aus diesem Ö wieder nach obiger Regel ein Oi, also ich woier, genauso ich höre, ich höier, ich heuer. Weitere kleine Hamburgensie, das Verb schüllen, also sollen, ich schall, du schast, ich soll, du sollst, spricht der Hamburger als ich sall, du sast, mit einem S statt einem SCH. Der Reibelaut V wird im Hamburger Platt als B realisiert. Das heißt leben statt leven und täuben statt töven. Weitere kleine Hamburgensie, die End-Ts mag der Hamburger nicht, Lich und Luff, gif Saff und Kraff, keine Ts am Ende im Hamburger Platt. Aber wir habt ja auch Meckenburger Platt in das Stück. Ja. Mit Robert Eder.
Was hätt wie du noch mal für einen schönen Satz? Hört wie auch noch mal rein. Sei sind ein Mann, dei weit, wat hei will. Min leive Kohl het hei nu als echt. Dat ganze Kaptal, so as hei kriegen het, liegt noch in Eutin ob de Crashburgkasse. Robert Eder snackt ja nur Mecklenburger Platt. Das ist ja auch nicht Sien-Platt. Das ist ja auch ein Dialekt, den hätte du müsst lernen, hätte lernen müssen. Das hätte, wenn wir das nur wirklich das ganze Stück ob Hamburger Platz spielt haben, da haben auch alle Kollegen haben wirklich einen anderen Dialekt lernen müssen. Denn normalerweise snackt wir hier in unserem ja eben Holsteiner Platt, Bühnenplatt. Ne? Das hätte, das ist auch Hüdigen durchs gar nicht so licht nur ebenso zu sagen, wie spielt das Stück mal in Hamburger Platt. Denn das hätte jed ein und das Ensemble muss denn wirklich einen anderen Dialekt lernen. Ja. Und Aber nu ist das so und nu snackt wie eben platt. Das ist der Hauptzug. Und das schöne Hamburger EU, da kriegt wie beiden sowieso nicht mehr ohne Schnut. Nee. Das hört in Likas noch. So, aber du hast ganz viel über Plattdeutsch schnackt. Vertell doch überhaupt noch mal ganz kurz für die Lüd, worum geht das in das Stück und was ist das für ein Rolle, den du spielst? Also, das geht natürlich um den Mann mit Charakter, der von sich selbst so übertücht ist und mit jedem Satz so gut bollert und Anna Lüd überhaupt nicht zu Wort kommen lässt. Tu wat? Na, sie muss doch von eins noch rechtzeitig Bescheid wegen. Wie nu jo womöglich. Bescheid wird, nach du meinst, ich halt er das auch gut reden, das mit dieser Leibschaft. Nee, das glückt mir allein. Dafür bin ich ein Mann, der weiß, was er will. Herr Hinz-Peter, du hörst mich doch mal zu! Lot dem doch endlich mal zu Wort kommen, du eule Sabbelheini. Dass du nie nicht einen Menschen utsnacken loden kannst. Ist ja rein zu doll mit die. Ach Oma, das kennt man ja an, Ja. Was? Und ich habe in das Stück ja nur die dritte Rolle, die dritte Frauensrolle spielt. Also ich habe die Gisela spielt, zu Anfang von meiner Karriere. Das spielt nur Eileen Weidel. Jo, und dann habe ich die Selma spielt und nun bin ich die Dora, die Eule. Aber im Achtergrund und die trägt so die Phones und der ist der Einzige, der ihm wirklich immer Paroli gibt. Und das ist mein Rolle. Da freit mich ab. Und Selma ist nur Beate Küppel, einmal durch. Da tue ich noch, ob das ich denn nicht wenn irgendwo, dann bin ich vielleicht mal der Bäckermeister Hinz-Peter. Aber dann muss ich noch ein Beten an Johann und und Rundstücken zu legen. Ja. Was ich so witzig finde, ist, dass ich ja wirklich auf ein Stück und der 50er Johann ist das, glaube ich. Ne? Ja, Ist Prost ist ja. Ne? Und das hält ein Mann mit Charakter, aber eigentlich geht es mehr um die Frauensrollen in das Stück. Ne? Die Frauensrollen sind eigentlich die interessanten Rollen, die wirklich die Fodens in der Hand habt. Das ist auch interessant in so ein oldes Stück, so diese Spannung, so ein Beten zu haben. Ne? Also, Jakob. Papa will nicht, dass wir uns mal heiraten, Omi. Ach, die Vater, der weiß doch nie, was er will. Was ist he denn? Ich bin wie Finanzamt, Frau Hinz-Peter. Ja, da ist er nur noch. Aber da braucht er ja nicht blieben. Doch. Dann ist er doch ein Beamten. Wenn er denn modelt ist, kriegst du schöne Pension. So, Heidi, du weißt ja vielleicht, wir habt auch jemals ein plattdeutsches Fundstück, wie Platt to go. Die Leute schickt uns so ein paar Suchen, was sie gefunden habt, ob plattdeutsch. Und das mal habt wie zum Beispiel das Schild hier von der Haugendiek-Brüch. Oder Haugendiek-Brück ist da halt hier, ne? Brück. Genau. Ich würde sagen Brüch, das ist so half und half. Ne? Aber, was heißt das? Könnt ihr uns vielleicht als Öl übersetzen? Hohendeichbrücke, nicht? Hohen, Diek, der Deich. Der Haugendiek-Brüch. Und was ist der in Steinkirchen in Ole Land. Ja. Ob der einer sieht. So, ob Günd sieht. Das Ole Land, da platt ist auch wieder so ein Beten anders da drüben. Ne? Das ist ein Baderlicht so in der Mitte und überall ist da so ein Beten anders, aber Likas Hamburger Platt. Ne? So in Familie. Gut. Die Frucht, die Frage des Tages, das wäre einfach die Frucht nur das Hamburger Platt. Denn das interessiert gar nicht viel von uns Türkikers. Du hättest wie hüt nur so ein Beten rinsnüffelt.
Lustert, sag ich nur. So, denn. So. Habt wie glücklich auch albanig viel sabbelt. Und dann sagt wir erstmal, das wird mit der 20. Folge von Platz to go, unseres mit der Platzschule. Dank die Heidi, dass du hier wärst. Wie Ja, jo. bannig frei, dass meine Eule Mutter mit mir hier zusammen auf das Sofa sitzen da. Und ihr zu Hause, hier zu Hus, wenn ihr noch mal mit Charakter sehen wollt, mit Heidi Mahler, ob platt oder wie die Fernsehaufzeichnung, ob Hochdeutsch. Missinch, genau. Halb hoch, halb Platz und beten dann in das fast da. Dann guckt mal schnell, ob das noch Karten gibt. Heidi freut sich bannig, wenn richtig viele Leute da sind und ihr ordentlich Stimmung macht. Das ist Volkstheater und da müssen Menschen sein und die müssen sich freuen. Da muss wie Stimmung den im Raum Lüd. sein. Genau, wie bugt der Lüd. Also kickt noch mal, weil da noch kurz Gift und dann hier in unser Theater to den Mann mit Charakter, mit Heidi Mahler. So, das wird. Schickt uns wieder jo Fragen und Fundstücken und bis dahin, hut jo fuchtig Tschüss. und tschüss.